eng von meinen schönsten Kindheitserinnerungen, als am Sommer an den Beeteboer Park zu kommen. Ich bin als erstes Mal auf der Pferdescher geritten, da sind nicht Gästefeder gegangen und zum Schluss sind ich immer auf den Ries geklommen. Ich hatte den irgendwie viel mehr groß in Erinnerung. Was mich aber immer am meisten hier am Park fasziniert hat, sind die isolischen Pavillons, an denen den Szenen aus bekannten Märscher gesagt. Und ich weiß noch, dass ich immer bei den Fenstern stehe, wo entweder ein Küchen oder eine Bäckerei dran ist. All die Jahre, wo ich in England gelebt habe, habe ich etwas immer mega viel vermisst. Ein gut Rieslingspasteet. Und war Karimo immer das Erste, was ich gegessen habe, wenn ich heimkomme. Hatte ich damals nicht mehr gewusst, dass ich das eigentlich auch ganz einfach selber daheim machen kann. Ich gehe heute meiner Rieslingspasteet einen exotischen Touch. Und dafür brauche ich Kreuzkümmelkerne, Currypulver, Mango-Chutney und natürlich Kalbsfleisch und Riesling. Ich fange mit meinem Fleisch an. Und ich benutze bei einer Rieslingspasteet immer 2/3 gehackten Fleisch und 1/3 geschnitten. Und ich benutze einen Schiller vom Kalb, weil das ein bisschen mehr fettig Steak ist. Und den Rest Fleisch schneide ich nur in kleine Tranchen. So, und das kommt etwas Gehacktes dabei. Und Fleisch kann auch gewürzt gehen, damit es die richtige Rieslingspasteet gut kriegt. Also hier ist zwar Rieslingspasteet, mit könnt ihr genauso gut auch Elbling dran machen. Kleiner Schutz. Und dann mache ich Mango-Chutney dran. Das gibt nur dem Fleisch eine kleine Süßnote. Currypulver und Kreuzkümmelkerne. Und Fleisch könnt ihr nur an den Frigo, für dass es sich wirklich voll sauren kann mit diesen guten exotischen Guren. Also das heißt nur nur mariniert und da könnt dann nur noch ein bisschen Koriander dabei und eine halbe Schallot, für wirklich das Ganze zu aromatisieren. Mein Deeg habe ich auch schon präpariert. Das ist ein ganz einfacher Butterdeeg mit Butter, Mehl und einem Ei. Und den kann ich da ausholen. So, wenn er bis dünn genug ausgerollt ist, dann kann ich einen kleinen Kopf Fleisch drauf machen. Und der Größe von einer traditionellen Rieslingspasteet. Da schneiden ich von drin Feierabend aus. Groß genug, für dass ich wirklich Decker schön drüber klappen kann. Das ist die eine Seite drüber. Und da kommt ein bisschen Eggwash drauf. Und das ist einfach nur ein Egel mit ein bisschen Milch. Und das mischt, dass es wirklich gut nur so passt. Und das ist wirklich wichtig, dass die Rieslingspasteet gut so ist, für dass du nur die Jelly nicht innen rausläuft. Dort seid auch noch ein bisschen von dem Eggwash. Da klappt nicht so einfach rüber. Da kann es schon umgedreht gehen. Da kann ich es schön rund formen. Und ein kleines Loch ausstechen. Und das gibt nämlich nur mein Kamein. Und die Kamein ist dafür, dass die ganzen Dampf, die sich drauf formt, irgendwo rauskommt, wie das den Deeg schön knusprig wird. Auch noch ein Lachen damit. Ich habe einfach einen Apfelcorer geholt, also das wird hilft, den Apfel rauszustechen. Das ist schön rund aus. Gut. Ich bestreiche da mein ganz Pastetchen mit Eggwash. Da gibt es schön braun noch. Und da passt mein Krone auch. Versteht ihr sie fertig?
mir erst den Jelly auffüllen kann, muss ich nach der Kameine ein bisschen frei machen, weil die nur Tendenz zu verstoppen. Und dann muss ich halt so Schärfespotzer spielen. Sonst geht der Jelly nicht dran. Und dann kann ich nur mein Jelly auffüllen. Und die können wir komplett aufkillen und dann zum Schluss mache ich noch ein bisschen Jelly drauf, für dass es auch schön oben drauf ist. Und sie halten sich für ungefähr eine dicke Woche am Frigo, aber so lange haben sie bei mir noch nie überlebt. Mir der Rieslings versteht, habe ich in England auch einfach vermisst, an eine gute Bäckerei zu gehen, an ein krupsiges Brot zu kaufen. Bei der Jolle und Coop zu Munnerif gibt es eine Bäckerei with a difference. In der Regie von einem professionellen Bäcker sind nämlich 15 Leute mit einer intellektuellen Beantragung beschäftigt, die all der Kichelcher Brot und Kaffeeskichelcher backen. Und ich darf heute eine Hand mal packen. Okay, das heißt, wir machen nur einen kleinen Tasch draus. Ja. Okay, da weiß man mal. Fall's einfach rüber. Schmeißen wir mal so einfach. Und dann drücken wir fest. Nicht so fest. Oh, bei mir gesagt, den Fanger aufdrücken. Ich stehe vielleicht nicht so fest drücken. Oh, das war mega relax, das heute zu machen. Ich fand das eine immens schöne Atmosphäre überhaupt heute, muss ich sagen. Also, das ist immens beruhigend und du merkst einfach, sie sind wirklich ein Team. Also, sie wissen alle ganz genau, wer für was responsabel ist. Ich freue mich immer mega auf Hochzeiten und auf Kommunen, weil ich da beim Kurzsessen kriege. Und ich habe nie gedacht, dass ich das daheim an der Küche machen kann, weil ich ja nicht so Rotisserie-Stab. Mit geht auch am Schaffchen. Für meinen Baumkuch brauche ich Zucker, Eier, Butter und Mehl und auch Maizena. Und für den Kuchen kommt dann noch Aprikosengebäß und Rum dabei. Also ich trenne 4 Eier und ich schlage die Weiß zu Schnee. So, und den E-Schnee. Also geht das nicht so einfach. Den E-Schnee, der kann an eine andere Schüssel kommen. Und den hier stand nur drin, für das ganz wirklich locker zu machen. So, das ist gar nicht schlimm, wenn da ein bisschen Eiweiß dran ist, weil das ja alles nur für den selben Tisch. So, und ich will das Blatt, weil das ein bisschen einfacher ist, da zu mischen. Und da schlage ich meine Butter cremig. Zusammen mit Zucker und mit Vanillezucker. Da kommen nur die Gierler dabei. Also kommen 5 Löffel Rum dabei. Die dürfen nicht mal rumspuren, weil das geht wirklich ganz gut. Alle hab. So, also kommt nach Mehl mit Backpulver und mit Maizena dran. Und die Maizena, die möchte, dass du nur der Kuchen ein bisschen locker ist. So, also kann ich meinen E-Schnee nach drinnen hier haben. Und das gibt dann nur richtig schön lockeren Teig. Also kann ich anfangen, meine Schichten zu backen. Okay, also es gibt 2 Techniken für beim Kuchen zu machen. Die traditionell ist, für unter dem Grill zu backen. Mir ist schon herausgefunden, dass es mir einfach mit dem heute geht. Wir als allererstes streiche ich mal einen ganz dünnen Kusch Teig in meine Backform. Und da geht dann für 4 Minuten bei 180 Grad gebacken.
So, wann den Deeg bis fast das, da kann ich ein bisschen am Bunsenbrenner ubrennen. Und das ist wirklich eine mega coole Technik, weil unter dem Grill, du könnt viel, dass eine Seite verbrennt und die andere Seite das nach Gunne du gegrillt. Und hier kann ich einfach selber gerieren, was die wo will verbrennen. Hallo könnt nach ein Kusch geschmolten Aprikosegebäß drauf. Und das ist wirklich gut nicht traditionell beim Baumkuch. Aber ich fand, dass der Baumkuch dann noch saftig hält und das doch wirklich mega gut schmeckt. Hallo könnt ihr manchmal einen Deegkusch drauf. Ui. Am Ganzen werde ich noch eine 7 Kuschen holen. Und das dauert immer 4 Minuten, also brauche ich schon ein bisschen Zeit für das Kuch zu machen, aber das ist wirklich voll der Wert. So, und das hier könnt ihr kein Aprikosegebäß drauf, mit ein bisschen Rumsirup. Ich habe einfach ein bisschen Zucker mit Rum und mit Wasser geschmolzen. Und das drüsen wir so drüber. Also geht die heute Kusch auch um 4 Minuten gebacken und dann wirstle ich alles auf mit Aprikosegebäß und Rumsirup. Die letzte Kusch, die backen ich nur für 10 Minuten, für sicher zu gehen, dass der Kuchen auch komplett durch ist. Und dann brenne ich sie einfach schön und dann bleibt sie plackig, weil die Glasur könnt ihr ganz zum Schluss noch drauf. Meine Glasur ist mega einfach, das ist wirklich nur mit Puderzucker, mit Rum und mit ein bisschen Wasser. Du brauchst Glasur nicht mehr nach fest zu gehen und dann zum Schluss schneiden ich mal beim Kuchen ein kleines Miniardis-Küben. Mit könnt ihr natürlich auch Scheiben servieren. Egal wie, mein Kuchen ist definitiv ein Showstopper.